Gut, lassen wir anheben, über so. Alle Herren, alle seien da, alle seien schon reingekommen. Ihr könnt nicht entfernen zum Bedeuern. Aber seid alle gegrüßt. Ich bin David Braun, der akademische Direktor von der Yiddischer Sommerprogramm beim JIVO. Der volle Name ist Sommerprogramm für jiddischer Sprach, Literatur und Kultur auf Namen von Uriel Weinreich beim JIVO, beim Jiddischen Wissenschaftlichen Institut. Choshver Oilem, Dank für ein Zusammenkommen sich und zusammensummen sich mit uns heute, dem 13. Juli 2020. Ihr seid da reingefallen, ich hoffe, es bekieven, nur euch Alpitoes, und ihr versteht, was ich rede. Ich sage aber, bleibt, das ist unsere Lektionsserie, 2 Lektions a Woche zwischen 4:30 und 5:30, das heißt 4:30 bis 5:30, Leute New Yorker sagen. Und auf die Internetqualität von JIVO, dem Jiddischen Wissenschaftlichen Institut, und durch der Technologie von Zoom und von YouTube. Das kommt vor alle Montag und Donnerstag. Montag ist unsere jiddischsprachige Lektion vor allem und Donnerstag ist die englischsprachige Lektion. Die Welt ist in Umordnung, es pushen durch die Magefe. Noch ein bisschen Ordnung setzt sich fort an. Ich wollte gewollt leben. Und es ist voran eine poetische Zugetocktheit, eine poetische Schönheit in dem, was unser Sommerprogramm auf den Namen von Weinreich ist bekannt über der Welt wie die Sommerprogramm oder die Weinreich-Sommerprogramm. Der Witz ist schon geworden alt, dass die heurige Programm ist ein Zoom-Sommerprogramm oder auf Englisch Zoomer-Programm. Gelächter in der Seite. Nur nächten ist mir eingefallen, wie passig es ist. Nicht geguckt auf alle Zores von der Welt, was wir können, ausquetschen noch ein bisschen Gelächter von unserer Situation. Wir transmittieren die Lektions von der Serie auf YouTube. Verschreibt bei sich das Wort YouTube mit jiddischer Äußers. Stellt rein noch im dritten Os, ein Schloss, Lekovet unser Allemen sein verschlossen und verspart in die Häuser. Stellt weg ein Makev mit der Rafol, weil ihr Hit versteht sich dem einheitlichen jiddischen Ausleg, was der JIVO hat standardisiert in 1937. Und was hat ihr? Jontef. Es ist mir ein Jontef zu begrüßen, Professor Ellie Kellman, assoziierter Professor, der Titel auf Englisch ist Associate Professor of Yiddish in the Department of Near Eastern and Judaic Studies beim Brandeis Universität. Ich will nicht halten dem Referat für Ellen, es wird ihr sie bald hören. Ich will nur anweisen auf der langjährige Geschichte und Chaverschaft, was Ellie hat mit unserem Sommerprogramm und jetzt mit unserem Zoom-Programm. Ellie ist in die 1980er, 90er und anheb nahem Jahrtausend gewesen verbunden wie ein Lehrerke auf verschiedene Madriges und von verschiedenen Feldern. Und ich verstehe, es ist euch allein gewesen, Talmide in der Sommerprogramm 2-mal. Ich habe lieb das zu dermonnen, weil das ist wenn nur, wir haben also eine Verbindung mit den Menschen, was ist unser Referent, weil das ist eine Inspiration allem, was für ein Gutes kommt heraus von der Sommerprogramm. Ich habe ungeheuer meine professionelle Verbindung mit der Sommerprogramm via Schutef Ellis. Und durch die Jahre hat uns der JIVO nicht nur zusammengeport in der New Yorker Programm, nur euch 2-mal geschickt in Warsche, auf zu exportieren unser Sommerprogramm hin in die späten 1990er, via Schutfes zwischen dem JIVO mit dem Warschauer Jiddischen Historischen Institut. Und das ist eine große Sache. Für uns, wir haben gehalten für der Welt euch. Ich paraphrasiere den berühmten ersten Kapitel von Professor Uriel Weinreichs klassischer Grammatik College Yiddish, was ist auch beim JIVO. Jiddisch-Lehrers seien da in alle Länder. Jiddisch-Lehrers knallen Jiddisch auf alle Kontinenten. Und er gibt zu, die autobiografische Bemerkung, was für ein Kontinent wir sollen nicht sein mit Ellen, ist ein Vergnügen mit ihr mitzuarbeiten, schmusen und sein Chaver. Ich gebe das Wort Professor Ellie Kellman. Shalom Aleichem und einen großen Dank, David, Ben und Alex, für die Verbettung. Es ist ein Vergnügen zu halten, eine Rede für Studenten von der Uriel Weinreich Sommerprogramm. Wie David hat gesagt, ich bin einmal gewesen als Studentke und eine Lehrerin. Der Titel von meinem Referat ist Cahans frühe Experimenten wie ein jiddischer Journalist
Die Sedre und die Novella wie Rafol Naaritsokh ist geworden als Socialist. Avram oder Ab Cahan hat geschämt mit seinen pleyne, das heißt poschete Yiddish, wie der langjährige Redakteur von der New Yorker Tagzeitung Forverts, hat ausgesprochen Wörter, was hat gehalten war zu esoterisch oder unbekannt dem eulen Immigrantenlehner. Andere Journalisten und Kulturtours haben bitter kritikiert seinen Zugang. Man hat ihn beschuldigt, in Gucken von oben herab auf die Lehner und in Zustellen sei Schundlehnwerk, was war dort sehr Geschmack und zieht sie ab von deren allein gebildete Volksintelligenten. In 1909 hat sich entwickelt ein scharfer Widerspruch zwischen Cahan und dem Kulturtour Chaim Zhidlowsky, dem Inhalt und Schreibstil von der jiddischen Tagzeitung. Andere Gegner haben verbreitert den Widerspruch, was hat gedauert etliche Jahrzehnte. Lemoschel, erst in 1928 hat Shmuel Niger geteilt mit Verdruss, ich zitiere, die Redaktion von Forverts rechnet sich nicht mit dem edleren Publikum. Für ihr existiert nur der Eulen Geulen. Pflegt nicht kein Kasches und ihm darf man nicht geben kein Terrutzen. So, Zitat. Cahan hat ständig geäußert Immigranten, sie sollen sich auslernen die englische Sprache, wären Amerikaner Bürger und Anteil nehmen in der Kultur und Politik von der Neuer Heim. Hat vorausgesagt, als dem zweiten immigrantischen Jahr wird sich ziehen zu Englisch und als die Strebung zu moderner jiddischer Kultur wird sein umsiest, weil das Rov Amerikaner Jiden wollen in Bücher Arbeter auf der Landsprache. Von deswegen beschaß die 7 Jahre, ehe ist geworden in 1897, der erste Redakteur von Forverts, ist Cahans Zugang zum Schreiben für Immigrantenlehner gewesen gar anders. Hat sich ernst bemüht, zu schaffen neue journalistische Genres mit einem sozialistischen Inhalt, was sollen zuziehen dem Lehner, was hat wenig Erfahrung beim Lehnen einer jiddischen Zeitung. Mein heutiger Referat nimmt in Betracht den Prozess von während Konsumenten von jiddischen Zeitschriften und Büchern, was hat sich angehäuben bei jiddischen Immigranten in Amerika zum Sof von dem 19. Jahrhundert. Der dortige Prozess ist zunächst gefallen mit dem Anheb von Cahans journalistischer Karriere. Zuerst wie Mitarbeiter und später wie der Redakteur von der sozialistischen Wochenschrift die Arbeter Zeitung. Das hat existiert von 1890 bis 1896. Wissendig, als ein gewisser Teil von dem potenziellen Zeitung-Eulen kann kaum lehnen einen jiddischen Text, hat Cahan experimentiert mit dem Schaffen einer Zeitungssprache, wo sie sei belehrendig, sei zutrittlich, für nicht erfahrenen Lehner. Zusammen mit seinen Chaverim Sozialisten und gleichzeitig mit radikaler Kulturtour von anderen politischen Richtungen hat geprüft zu reden Immigranten, sie sollen sich nehmen zur Alleinbildung. Man hat organisiert Lehnkreisen und Vorbildungsvereinen, gehalten Lektions und gegeben Ofenkursen auf allerlei Themen für die arbeitenden Immigranten. Lemoschel Socialism gegen Capitalism, Naturwissenschaft, Geografie, Weltgeschichte, Literatur. Hoffentlich werden die dosige Betrachtungen euch werfen erscheinen auf Cahans spätere Trajektorie. Es kann sein nützlich, anzuheben mit etlichen scheichtigen biografischen Plotten von Cahans Jugend.
Cahan ist geboren geworden in 1860 in der Städtel neben Wilna. Seine frommen Eltern haben gestammt von Rabbonim und Sofren. Der gelernte Tate ist aber gewesen ein unfähiger Geschäftsmann. Hat gehabt wenig Geld zu zahlen Schar-Limit für sein Ben Yochid, was hat stark gewollt lernen Russisch und Mathematik. Ist das Jingo gegangen in Cheder bis Bar Mitzvah und nachdem gelernt in der Wilner Ramailes Yeshiva eine kurze Zeit. Zu 14 Jahren hat beschlossen, als will lernen sich bloß weltliche Lemudim. Aber es ist nicht gewesen möglich, für ihn zu gehen in Gymnasie, zu lieb dem Tatens Ohrenkeit. Hat geprüft, bilden sich allein. Nach etlichen Jahren systematische, frustrierende Arbeit hat bewiesen, zu verschreiben sich auf einen Kurs in dem Jiddischen Lehrerinstitut in Wilna, was die russische Regierung hat gegründet erst in 1873. Mit dem Diplom von dem Institut hat Graduant gekannt gefundenen Posten in der jiddischen Elementarschule bei der Regierung. Und man lernt weltliche Lemudim auf Russisch. Beschas hat studiert in dem Lehrerinstitut, ist Cahan geworden aktiv in der Kruzok, ein revolutionärer Lernkreis. Dem Kruzok ist angeführt geworden von Narodnaya Volya, eine populistische Partei, was hat verspreit die Hasoge auf Russisch Chojdenje v Narod, gehen zum Volk. Die Narodniki, auf Yiddish Narodnikes, wie sie haben sich gerufen, seien gewesen radikale Intelligenten, meistenteils Russen, was haben sich gekleidet wie Peuren und gegangen in die Dörfer zu propagandieren die Peuren und sie anzuhetzen gegen der kaiserliche Regierung. Die Narodnikes haben später geprüft, einführen sehr gehen zum Volkpolitik in die Stadt euch. In der Wilner Kruzok, Le Moschel, hatten Cahan mit seinen Chaveren diskutiert revolutionäre Literatur und gelernt die russische Sprache und die Prinzipien von Sozialismus mit jiddischen Balmoloches. Die Hasoge, gehen zum Volk, ist später geworden ein zentraler Strich von Cahans eigener Pädagogie. Zu 22 Jahren ist Cahan angekommen in New York. Hat gemusst antläufen von Russland, weil die russische Geheimpolizei hat ihn gewollt arrestieren, zuliebe seiner peripherischer Tätigkeit in Narodnaya Volya. Nachdem wie die Narodnikes haben ausgeführt ein Attentat auf den Kaiser Alexander II. Im März 1881. Der junge Cahan ist weg von Russland mit der Partei von der jiddischen nationalistischen Gruppe Am Oilom, wemens Ziel ist, meyasset zu sein, kooperative agrikulturelle Kolonies in Amerika. Wissendig, als die Mizrach-Seite von New York ist schon ein Kochkessel von der radikalen Politik, hat Cahan beschlossen, zu besetzen sich in der größeren Stadt, anstatt zu fahren in Provinz und wären ein Farmer. Deutsche Immigranten, Sozialisten und Anarchisten seien gewesen die Tongebers in der Mizrach-Seite Zwiebel. Mit etlichen anderen Mitgliedern von Oilom, was seinen Arab von Derech, ist Cahan geblieben in New York und geworden tätig in der Gruppe junge russisch-jiddische Radikalen, was haben dort verlegt die jiddische Kleidervereine und sozialistisch gestimmte Landsmannschaften in die 1880er und 1890er Jahren. Zuliebe der Haschpoe von Narodnaya Volya auf seinem Gedankengang ist Cahan gestanden nun zu den Amerikaner Anarchisten,
beschaß der ersten Hälfte von die 1880er Jahren. Haltendig bei der Überzeugung, als Gewalttaten können sein nötig, gedei einzuführen a Revolution. Erst in 1888 hat sich abgesagt von der dosiger Überzeugung und ist reingetreten in der Sozialistische Arbeiterpartei, was hat gehalten von Verlegen eine sozialistische Regierung durch der Wahlenprozedur. Betrachtendig die New Yorker Zwiebel in 1882 wie ein neu angekommener, hat Cahan bemerkt, als der ökonomische Matzef von tausender misrach-europäischer jüdischer Immigranten ist gräulich niedrig. Hat genommen klären, wie man kann sie propagandieren. Seine erste große Innovation hat eingeführt, ein paar Chadoshim nach seinem Ankommen in New York, wenn hat gehalten eine Propagandarede für eine Gruppe jüdischer Arbeiter auf Mameloschen, anstatt auf Russisch oder Deutsch, wie der Steiger ist gewesen bei den intelligenten Radikalen. Cahan hat geteilt, als Kedei zu motivieren die Arbeiter, darf man reden zu sehen in einer verständlichen Sprache mit einem klaren, kosten Vokabular. Hat gewusst, als das Rov von der ersten Qualie Migrantenarbeiter seinen fromme Städteleid, was können kaum benehmen die moderne Kultur und den Lebenssteiger von der größeren Stadt. Die Bedingungen von seiner Arbeit in die Kleiderfabrik verwandelt sie in Proletarier, aber das meint Memele nicht, als sie verstehen sehr Matzef oder Willen annehmen Gedanken wegen organisieren sich. Kedei zu verbessern sehr schreckliche Arbeitsbedingungen und höheren das Niedrige gezahlt. Gezwungen zu arbeiten von 12 bis 14 Stunden, rein rechnendig Shabbos und Yontif, fühlen sie sich oft zu Tumult und degradiert zu lieb sehr Matzef. Der Fall ist Cahan gekommen zum Ausführ, als predigen Sozialismus für die arbeitenden Immigranten ist nicht genugig, weil sie verstehen auf viele nicht die Grundprinzipien von der Weltökonomik. Auf den Smach von seiner eigenen Alleinbildung hat geteilt, als eine allgemeine weltliche Bildung ist absolut nötig, kedei zu übernehmen dem Iker von Sozialismus. Aber es ist da eine große Manier. Wie kann man ausbilden die Arbeiter, wenn sie müssen sitzen in Fabrik über 12 Stunden Tag und haben keine Zeit nicht für systematische Schullektionen? Ist Cahans Bescheid gewesen. Es ist ja möglich für Arbeiter zuzukommen zu neuen Hasoges durch populäre Referaten und politische Redes und beim Lehnen Zeitungen auf Yiddish. Es hat aber gedauert etliche Jahre, bis andere Tour haben angenommen Cahans Zugang benegeye der Propagandasprache. Erst in die später dicke 1880er Jahren, wenn die Kleiderunions seien geworden an Emerson Koyach auf der New Yorker Mizrach-Seite, hat Cahan gepeult bei seiner russisch-jüdischen Chaveren, wenn man tagtägliche Sprache ist gewesen Russisch, sie sollen sich auslernen Jiddisch, kedei zu propagandieren die Arbeiter auf Mameloschen. In Anheb 1890 haben Cahan mit etlichen Chaveren von der Sozialistischen Arbeiterpartei meyasset gewesen eine neue sozialistische Wochenschrift, die Arbeiterzeitung. Wie ein Mitarbeiter und später wie der Redakteur von der Zeitung von 1892 bis 1896 hat Cahan experimentiert mit einer Reihe Genres, als mit dem Ziel zuzuziehen arbeitende Jiden von einem ganzen Jahr. Sie sollen sich zugewöhnen zu lehnen eine Zeitung, öfter das erste Mal im Leben. Cahan hat gemeint, als solche Menschen
Wellen interessieren sich in Lehnen ein Blatt, nur wenn man führt ein komplizierten Inhalt in einer verposcheterter, halbverweilerischer Form. A Sach von die potenziellen Lehners haben kaum gekannt dechiffrieren einen jiddischen Text ohne Nekudes und haben früher keinmal nicht gelernt, keine längere Abhandlungen in der Sprache. Bichlal haben wenig Jiden gelernt jiddische Zeitungen in der Alterheim, weil bis ins Sof von dem 19. Jahrhundert ist die jiddische Presse in Russland gewesen klein und schwachlich. Kedei anzukommen zu dem dosigen Eulen, hat Cahan ausgearbeitet sein Gehen zum Volkssprach. Hat geprüft, reinflechten dem sozialistischen Gedank in ein Lehenstoff, was hat das Scheiches mit dem Arbeiterleben. Halten dich, als die Zeitungssprache soll sein klar und poschet und soll ausmeiden, welche nicht ist, unbekannte politische Terminen. Asamin Lehenstoff hat noch nicht existiert, bechen hat man ihm gedarft entwickeln. Zwischen diesen Genres, was Cahan hat ausgeklärt, ist gewesen sein eigenartige Drosche, was hat gedruckt unter der Rubrik die Sedre. A Sedre ist einer von den 54 Abteilen von der Torah, was man lernt in Schule beschastem Jahr. Rabbonim, Magidim und Stamm gelernte Menschen halten Drosches über das Sedre und verteidigen ihr Inhalt auf religiösen Öfen. In sein Sedre hat Cahan verwandelt dem Min religiöse Rede, was ein Rov oder ein Magid halt Shabbos in Schul, in eine sozialistisch gestimmte Abhandlung, in welcher weist an auf ein Scheiches zwischen die moralischen Fehlern bei den Helden in Chumash und bei den heimtigen Kapitalisten. Hat untergeschrieben die Sedre mit einem von seinen Pseudonymen, der proletarische Magid. Jedes Sedre hat die Strichen von einer Feuilleton. Sie ist leicht zu verstehen, verweilerisch, aktuell. Bis jetzt haben wir nicht keine protendicken Analyse von dem ganzen Korpus von der Sedre. Aber als man guckt über einen von den Hemscheichen, können begreifen, was Cahan hat gewollt auftun mit der ganzen Serie. Lassen wir nehmen für ein Marschall die Sedre von dem 8. Januar 1892 auf der Thema Josef, wegen dem letzten Kapitel Nummer 47 in der Sedre Miketz in Breisches. In dem Kapitel wird erzählt, wie Josef, der Amaleker Knecht, was ist geworden ein Agent bei Paaren, hat in der Zeit von großem Hunger in Mitzrayim abgekauft alle Behemoths bei den Mitzrim wie ein Ausbeut auf Speis. Und danach hat sie versklavt. Die Sedre von dem 8. Januar 1892 hebt sich an also, ich zitiere. Ihr mögt sagen, was ihr wollt. Josef ist gar kein Leid nicht. Ort hört euch. Hat ausgerechnet, als es wird seiner größer Hunger, hat dem König gegeben an Eize, als soll einsammeln alle Truhes, und wenn der Hunger ist Tage gekommen, hat genommen Reisen von Teute und von Lebendige. Nur was darf ich erzählen mit meinen eigenen Wörtern, wie die meiste ist gewesen? Als die kapitalischen Fromakes sollen sagen, als das haben ausgetracht, die proletarischen Treffniakes. Soll die Sedre allein erzählen die meiste Wort in Wort. Softzitat. Aber anstatt zu bringen den Text Wort in Wort, schreibt der proletarische Magid seine eigene radikale Austeilung von Josefs Handlungen beschasstem Hunger. Der Magid beschuldigt Josefen in exploitieren die Mitzrim. Dieser wird in Kass und sagt, ich zitiere, genug, ich kann weiter nicht gehen.
Die Herz kocht also auf dem Blutsäger und noch mehr auf mein frommen Reben, was hat also geprüft, eindrummeln in mir a Liebe zu ihm, als anstatt überzuschreiben die Patschgerei von dem heiligen Teich, wollte ich mir wollen, von mein Feder soll werden a scharfer Schwert, auszuhargeten die Blutsägers mit die frumme, verglotzte Chevre, was knallen in Volk ein a Liebe zu sehen. Nicht ein Josef haben wir bei Ezras Hashem, heutige Zeiten, nicht ein Trost sammelt ein alle Speisen und Kleider und Däume und quetscht bei dem Volk aus das Geld mit dem Leiben Leben. Nur was rede ich mit euch Trosts? Kann man in heutige Sedre überlehnen dem ganzen Jichesbrief von ganz Capitalism. Aber dazu darf man den Pshat von Azar Teich wie von dem Rabbeinu Karl Marx. Ort hört wie die Meise ist gewesen mit dem Josef Blutsäger, was heißt Kapital. In der Zeit, wenn Marx hat genommen Arauskirchen von seiner Windelach, hat man bei tausender Farmers weggenommen sehr Land mit sehr Vieh, mit sehr Hackenpack und man hat sie übergeführt von die Dörfer in die Stadt und man hat sie gemacht Knecht auf Factories. Jetzt wird ihr Rabbi sei schon sehen dem Pshat in heutige Sedre. So Zitat. Die meisten mit Josefen ist doch gewinn bekannt jeden jüdischen Arbeiter. Und deswegen ist Kahns Äußerkeit schon gewinn frisch, chiddischtig und mit Stimme schockierendig fahren Leiner Eulen. Und das ist upon ihm, was hat gewollt Leurem sein. Als die Leiner sollen einsehen, als die schweren Arbeitsbedingungen und die Zores, was sie leiden in Amerika, haben a direkten Scheiches mit der kapitalistischen System. Also kann schreibendig, lebendige, verweilerische Feuilletonen auf bekannte Themen geprüft zuziehen an Eulen zu der Naaritsokh. Aber die Sedre ist gewesen nur einer von den Genres, was hat beschaffen oder bearbeitet, beschast die 90er Jahre. Ein zweiter Genre ist bestanden von populärer Wissenschaft. Cahan hat oft gedruckt Artikeln auf dem Gebiet, zum Teil ernst und zum Teil dolle verweilerisch. Hat euch bearbeitet ein Werk von der sozialistischen Theorie, le Marshall Loin, Arbeit und Kapital von Karl Marx, 1892, das ist Wage, Labor and Capital in Englisch, und der Iker von Sozialismus von Jules Gued und Paul Lafargue, euch 1892. Dazu hat Cahan allein übergesetzt alle Romanen von fremden Sprachen und sie gedruckt in der Arbeiter Zeitung in Hemschechen. Teil seiner gewähnt bei MS belletristisch, Teil schundisch. Hat Meude gewähnt in seiner Autobiografie, als hat sehr lieb gehabt zu lernen Belletristik, nur hat keinmal nicht getracht wegen Schreiben sie. Aber ist gekommen zum Ausführ, als es fällt passiger Lehnstoff auf Yiddish, was spiegelt ob das Leben von den arbeitenden Immigranten und kann sie hereinziehen in der sozialistischen Zwiebel. Der Pfarrer hat allein zugelegte Hand zum Ausarbeiten Asamin Lehnstoff. Zwischen die interessantsten Innovations, was Cahan hat gemacht, laut dem also gerufenen proletarischen Lehner, ist gewesen sein erster Prof zu schreiben Belletristik. In 1894 hat angeschrieben eine Novelle wegen dem psychischen Leiden von einer klugen, schafferischen Menschen, wenn hat nicht kein Anderbrehre und muss tun routinierter Fabrikarbeit. Die Novelle, wie Säure voll Naaritsokh ist geworden als Socialist, hat sich gedruckt in der Arbeiter Zeitung in 22 Hemschechen. Man hat sie übergedruckt in der sozialistischen Tagzeitung Abendblatt in 1895 und via Heftauflage
von 80 Seiten in 1896. In 1907 hat Cahan bearbeitet dem originalen Text, hat ihm gekäfelt kimat auf 3 und hat geändert den Titel auf Rafol Naaritsokh, eine Erzählung wegen einer Stolier, was ist gekommen zum Seichel. Das ist gewesen der letztgültige Nusach, ein Büchel von 200 Seiten mit einem Glossar von Anglizismen, was man hat übergedruckt noch 2-mal bis 1917. Cahan schildert dem Held Rafol wie ein frommer, selten kluger Mensch, ein genitter Stolier und ein Poster Chaibekayem, wie ruft sich allein. Bis ist weg von seinem litwischen Städtel Trulitz und angekommen in New York, hat wenig gewusst wegen der modernen Welt, wenig getracht wegen Ordnung und Reichkeit, als glebendig, als Gott beherrscht, als Ding und allemen. In der Heim hat man gegeben Rafol a zunehmend Naaritsokh, zu lieb sein Teve zu singen stücklich von dem schabestigen Davenen bei der Arbeit. In New York befindet Arbeit in einer Möbelfabrik, wo man verbot ihm zu singen, was halt für eine größere Beleidigung. Leidendig von der routinierten, abfremdendicken Fabrikarbeit hebt an betrachten die schreckliche Lage von den Fabrikarbeiter und wie man kann sie verbessern. Tracht euch einen Plan, als alle Arbeiter sollen abkaufen die Fabriken bei den Balabatim, arbeiten beschützt und teilen sich mit den Verdiensten. Aber wo wird man kriegen so viel Geld? Fällt Rafol auf der Hamzoe als Call. Das heißt, die amerikanische Regierung soll nehmen alle Fabriken in Beschuss, abnehmendig das ganze Kapital bei den Fabrikanten. Aber Rafol ist zu naiv, zu grün und unwissend, zu verstehen, als die amerikanische Regierung liegt bei den Kapitalisten in die Hand und wollte keinmal nicht ausführen sein Plan. Einmal, beschass geht auf der Gas, der langt ihm Emetzer ein Fliehblättel mit einer Annonce wegen einer Versammlung. Auf dem Fliehblättel steht geschrieben: Arbeiter, Arbeiter, wollt ihr wissen, für was euch ist so schlecht, die Lage zu verbessern und die Welt zu machen, wie Gan Eden hat tachten. Punkt. Rafol geht auf der Versammlung und hört dort ein paar Redes wegen Sozialismus. Trotz die Sprache ist ihm teilweise schwer zu verstehen, hört sich ein mit großem Interesse. Rafol bett das Wort, stellt sich weg auf der Plattform und erzählt wegen seinem Plan. Als Kohl soll nehmen alle Fabriken in Beschuss, wird das sein der erste Stapel beim Machen die Welt, wie Gan Eden hat tachten. Der Oilem ist nicht stäumend geworden von Rafols improvisierter Rede. Es ist ein größer Yiddish. Ein ungebildeter Mensch soll kommen mit einem eigenen Seichel zu dem sozialistischen Gedankengang. Der Vorsitzender und die anderen Redner reden zu ihm mit Groß derech Eretz. Erklärendig, als in Amerika ist der Begriff von Kohl anders wie in der alten Heim. Und als die Arbeiter müssen aktiv Anteil nehmen in der sozialistischen Bewegung, für einzuführen ein neues, joischerdicke ökonomisches System. Und also wie Amerika hat schon einen demokratischen Kongress, darf man der wählen sozialistische Kongressleute. Sie sollen nehmen in Ausschuss die ganze ökonomische Netz von Fabriken, Bahnlinien, Mines, Kommunikationsmitteln und so weiter. Von dem Abend an öffnet sich bei MS eine neue Welt für Reform. Geht regelmäßig auf die Versammlungen und bisslichweise hebt an zu verstehen, was man redet dort. In Anhieb bleibt bei seiner heimischen Jiddischkeit,
debattierende Sedre mit den neuen Chaveren Sozialisten, für was sie seinen Apikorsen. Choć es zieht ihm zu der warmen sozialistischen Zwiebel, wo man redet zu ihm mit der Eretz und will lernen mit ihm, bleibt der Heusche die Meschelmoden, weil sie haben abgeworfen den jüdischen Gläubigen. Bei den Versammlungen singt man der Marseillaise, dem Hymn von der französischen Revolution. Das herzige Gesang gefällt Rafol sehr und in der Zeit herum bemerkt als der Marseillaise hat schon vernommen das Ort von Naaritsokh bei sich im Herzen. Aber Rafol wollte mit Stamme geblieben auf Fummer Jid, wenn man wollte nicht gelernt mit ihm Naturwissenschaft. Bei einer Versammlung hat der Redner aufgedeckt für Rafol etliche basische wissenschaftliche Fakten. Das haben auf ihm gemacht einen gewaltigen Räuschen. So darf bemerkt werden, als Cahan allein hat Jingelweis durchgemacht an ähnliche geistige Anpleckung. In seiner Autobiografie schreibt wegen an Überlebnis, was ist geschehen mit ihm im Alter von 14 Jahren. Wenn hat noch geglaubt, als Gott hat beschaffen dem Universum. Wie ich habe früher gesagt, hat nicht gekannt verginnen zu zahlen Schullimit im Gymnasium, hat geprüft allein lernen sich Geografie und Erdwissenschaft von der Textbücher. Lehnendig wie die Erde rotiert sich auf ihr Dreiachs beim Orbitieren die Sonne und wie der Erdorbit ist geurem die 4 Saisonen, hat nicht gekannt benehmen die unbekannte Hassoge. Es ist geblieben bei ihm ein frustrierendes Rettenisch, bis hat einmal der Sehn in der Vitrine von einer Wilner Gravierer ein Siegel mit 2 Händlern, was rotieren sich. Hat plötzlich Teufels gewähnt die Hassoge. Und wie bald hat verstanden, als die Saisonen seien nicht kein Nest von Gott, ist geworden skeptisch wegen Gottes Allmächtigkeit. Bei der Versammlung in New York von Rafols Chaveren Sozialisten hat der Redner erklärt, ich zitiere, wegen die Erde, die Sonne mit die Levone, lekui Chame, lekui Levone, wegen Tag und Nacht, Sommer und Winter und wegen Donner, Blitz und Regen. Dieser Redner hat gehabt viel Erfahrung mit solchen Sachen wie Rafol. Und hat gewusst, als die mächtigste Bombe gegen die Religion für sie ist nicht kein Reis gegen Religion, sondern Reis deutliche Erklärungen mit der Seichel, für was und wie soll es kommen heraus gewisse Sachen, wegen welcher der unwissende Mensch meint, als Gott macht das so. Und als man kann darüber gar nicht verstehen, nicht für was und nicht wie soll das wird gemacht. Der Redner hat gekriegt etliche Instrumenten und hat mit Seiferfolgen in die Augen gemacht, ein Donnerl mit einem Blitzele, hat ihm gewiesen, wie es wird Tag und Nacht, lekui Chame, lekui Levone, und hat das so deutlich erklärt, als bei Reform haben genommen Blitzchen die Äuglich und klappen das Herz versinken. Wie hat viel später gesagt, hat der elektrische Funk, was der Redner hat herausgebracht für ihn, ihm zu weisen, was ein Blitz ist, hat von seinem Herzen den letzten Funk im Munde herausgejagt. So Zitat. Versteht sich, als Rafol, was hat schon angenommen, die Prinzipien vom Socialism, ist euch geworden an Epikuros. Der letzte Simen von seiner Altweltlichkeit ist die gedichte Bord auf den Tonnen. Wenn geht zum Scherer, lassen sich abholen, befreit sich, ich zitiere wieder, von den Ketten, mit welchen sein Tatens im Munde hat ihn gehalten geschmied. So Zitat.
Die meiste hat einen glücklichen Sof, hat keine zweite amerikanische Revolution ist nicht gekommen. Aber bei den Sozialisten hat Rafol gefunden, als Vive, was geht zu sein verhorveten Leben, eine neue Partei und eine Hoffnung auf Besseres. Sagt an alten Traber von seinem Städtel, als ist geworden, nicht reicher, nicht schlimmer, aber mehr Mensch. Kedei abzuschätzen, ob Kahns erste Proben zu schreiben polemische Prosa wie die Sedre und Belletristik wie Rafol Naaritsokh, darf man nehmen in Betracht dem Lehner Eulen, was hat gewollt zuziehen zu der Zeitung. Die ganze Novelle wird erzählt von Rafols Guckwinkel, mit einem totalen Fokus auf seine Überlebungen. Upon hat Cahan gemeint, als der gezielte Lehner ist ähnlich zu Rafol und hat gewollt, als oder sie soll sich identifizieren mit ihm. In der alter Heim hat ein Mensch sich geführt Leuten traditionellen Lebenssteiger, ist gekommen in der neue Welt und hat genommen entwickeln sich, aber nicht gekannt sich geben an Eize, wie das zu tun. Als ein Mensch ist mesugel zu lernen auf Yiddish, nur oder sie hat wenig Praktik, weil ein misrach-europäischer Jid vielleicht oftmals lernen auf Hebräisch von Sedre, nur vielleicht selten halten in Hand eine jargonische Zeitung. Dazu kann der Ausleg seiner Manier. In die Amerikaner-jüdische Zeitungen hat man gedruckt Texten ohne Kudes. Und die Haspor von dem deutschen Ausleg und Vokabular ist gewinn stark, wie hat gehört in dem Artikel, was ich habe zitiert. In dem Kontext ist Kahns Schreibsprache gar interessant. Nutzt Asach russische Wörter und der Iker Verben, weil sie befinden sich in seinem eigenen Dialekt, und Asach loschen koidische Wörter, der Iker Substantiven, meinendig, als sie seien euch bekannt dem lettischen oder ukrainisch-jüdischen Lehner, was ist gegangen in Cheder bis Bar Mitzvah und Kinder kennen dem hebräischen Ausleg. Zum Bedeuren haben wir nicht gesagt, sich Kleines von den 1890er Jahren von Immigranten wie Rafol. Aber es ist da in Niveau ein Interview gemacht in 1963 mit dem Union Tour Bernard Lilienblum, in welchem erzählt wegen sein Ankommen in New York in 1890 und die Schwierigkeiten, was hat gedacht, ausstehen. Also wie Rafol hat gar nicht gewusst wegen der radikaler Liebe, bis man hat ihm einmal auf der Gas der Land auf die Blättel mit einer Annonce wegen der sozialistischen Versammlung. Ist geworden aktiv in der sozialistischen Arbeiterpartei und ein Mitglied in der Vorbildungsverein. In dem Interview hat stolz erzählt wegen der Bibliothek, was der Verein hat vermocht. Wenn der Interviewer hat ihn gefragt wegen den Büchern, was seinen gewinnen in der Bibliothek, hat geantwortet, als alle Mitglieder haben gelernt, Naaritsokh. Noch ein Beweis, als die Novelle hat zugezogen, als ständigen Lehner-Eulen beschäftigt die 20 Jahre von der größeren Immigration, ist, als man hat sie übergedruckt 5-mal, von 1895 bis 1917. Zum Bedeuren seinen Heint sei die Sedre, sei Rafol Naaritsokh unbekannt, weil durch sie können wir bekommen einen Einblick in Kahns frühen Zugang zum Schreiben für den neu angekommenen Lehner, für wem hat gestrebt, zu sein ein geduldiger und empathischer Lehrer. Die komplizierte Sibis von seinem später dicker Metier zu gucken von oben herab auf die Forverts-Lehner fordert weiter dicke Forschungen. Adam. Danke, Ellie. Ich meine, dass ich beweise wieder auf den Ekran. Ja, ihr seht mich? Ja.
Gut. Dank, sehr ein interessante Thema und sehr ein interessanter Referat. Wir verbeten dem Eulen anzuschreiben in Q&A, dort in dem Kästele, wo es steht Q&A, und ich will fragen, ich will ausrufen die Frage, was ich sehe dort, also wir werden ankommen. Sei also gut, super noch einmal, als du willst. Ich wollte dir gewollt fragen, was ist dein Plan? Ich weiß, dass du hast da größeren Plan, sich zu vernehmen mit Cahan und auszugreifen ein Buch auf der Thema. Ja? Ja, ich habe schon angeschrieben etliche Kapitel von Buch. Und ich halte in Schreiben das Kapitel wegen der Zeit von Arbeiter Zeitung, wegen die 1890er Jahren. Und zu gewinnen, zu halten dem Referat heint, ist gewinnen eine Gelegenheit zu verbreitern die Forschung ein bisschen. Ja. Ich hab schon Jahren gewusst von die Sedre und noch nicht gelernt pinklich, was steht geschrieben dort. Es ist allemal schwer zu finden, der Mikrofilm, es ist schwer zu finden, einen ganzen Mikrofilm. Jetzt habe ich einen ganzen Mikrofilm von dem Kapitel Josef, was ich habe ausgeteilt habe. Ja. Aha, sehr interessant. Und sag nur, der Gedanke, auszunutzen, die Sedre, zu nutzen dem Chumash wie ein Wegweiser für die Kapitel und für der sozialistische Teure, was für einen Abklang hat das gehabt auf der Welt? Auf wie viel wir wissen? Wir wissen nicht. Ich weiß nicht. Es ist ein schöner Mittel. Ja. Ich meine, es gewinnt ganz populär, aber er hat weiter geschrieben, die Sedre in Forverts, aber nicht in Sach. Ich meine, das ist gewinnt ein Phänomen von Arbeter Zeitung. Und wie ich habe gesagt, haben wir nicht in Sach Sichreines, was von Menschen, was haben gelernt, die Zeitung. Wir wissen, als wir haben ein bisschen, aber nicht in Sach. Und ich meine, ich habe keinmal nicht gesehen, kein Sichreines, wo man schreibt, wo man redet wegen Sedre. Aha. Ja. Wie also hast du das gefunden? Ich habe gemacht mein Doktorat auf der Thema Cahan und die amerikanische jüdische Kultur. Und habe ich gelernt, ich habe konzentriert auf den Forverts, aber ich habe euch gewusst, dass es gewähne eine Arbeiter Zeitung und dass es gewähne Forerunner von Forverts, habe ich reingeguckt in Arbeiter Zeitung und gemacht. Nicht an ausführlichen Regime von den Artikeln dort, aber ich habe auch Notizen, was ich habe gemacht. Ich kann zurück zu dem. Ja. Es heißt es, dass es da ein Korpus kann Sachen, wo seinen fahren vorwärts. Ja. Und wir können hoffen, dass es wird einmal sein Zutritt zu sein. Und als ist damit seine verloren gegangen, gewisse Sachen euch. Ah, ja? Soll man nun nehmen, also? Ich meine, als die New Yorker Stadtbibliothek hat einen ganzen Run von Arbeiterzeitung. Ich habe nicht gesehen, nicht in Harvard-Bibliothek, nicht in unserer Bibliothek in Brandeis, einen ganzen, komplett. Komplett, aha. Ja. Aha. Aber in New York Public Library ist da, meine ich. Und ich habe, wenn die Magefe wird weg, Ja. will ich noch einmal kommen in New York und reingucken in Aha. Ja. Ausgezeichnet. Und kannst du uns sagen, etwas wegen dem Aufnehmen von Cahan
wie man behandelt im Heint, auch dein Arbeit, steht auf dem Sedre Hayom von der Literaturforschung von jiddischer Literatur in Amerika? Tony Michaels hat geschrieben, geforscht, die jiddische Arbeiterkultur von den 1880er, 90er und auch im 20. Jahrhundert. Und er hat geschrieben wegen Cahan. Eric Goldstein forscht die Bücherindustrie von der Zeit. Und andere Menschen, junge Forscher heutzutage forschen gewisse Teile von Forverts. Ja. Weil Ada, du bist gekommen, auszuforschen, Cahan ist gewesen eine Zeit lang, jahrzehntlicher, eine historische Figur, eine von den historischen Figuren, was man vernimmt sich nicht mit dem. Das heißt, bleibt auf dem Fond von der ganzen Diskussie, bis wann es kommt nicht an, ein Doktorand, was du bist das damals gewesen und macht die Forschung von davon. Ja. Richtig. Wir haben da zwei Fragen. Andrew Kaplan fragt uns, der erzählt früher, deklariert, der Referat ist sehr interessant. Einen größten Dank und einen größten Yasher Koyach, Ellie. Es dachte sich mir, sagt Kaplan, als Kahns Roman oder Novelle ist sehr ähnlich zu der klassischen Haskole-Literatur, befragt Mendeles erste Nuschoes von Windschfingerl. Was für einen Eindruck hat Haskole gemacht auf Kahns Zugang zum Sozialismus? Interessant. Ich wollte hören, für was Mr. Kaplan vergleicht Windschfingerl mit Rafol Naaritsokh. Ja, es ist Tage wie eine Haskole Überlebung, aber es ist gemacht davon, es ist eine spätere Entwicklung. Ja, you're frozen. Ich bin? Danke. Ich habe gemeint, dass man hört mich oder nicht? Ich hoffe, man hört mich wieder. Ellie, hörst du mich? Schade. Ich meine, als wir haben verloren, ich habe gemeint, dass ich bin verloren gegangen, wir haben verloren unser Referentke. Zu unser Glück ist sie aber gekommen zum Ausführen von Referat und ja, man hört nur mich, dachte ich mir, und man sieht Ellen und man hört nicht Ellen. Ist das immer, seid ihr so gut, soll ich uns informieren, zu das ist MS. Ellie ist etwas nicht da. Ist das MS oder? Nein, MS. Nun gut. Begrüßen wir, danken mir, na guter Punkt, das zu tun, ja. Begrüßen wir und wir danken Ellie Kellman, was sie hat gehalten im interessanten Referat. Und seit Meuchel die 2, 3 Menschen, wo sind gekommen mit, jetzt sind gekommen noch mehrere Fragen. Schade, was Ellie ist nicht da mit uns, aber ihr könnt sie finden in Brandeis Universität, wo sie ist lange Jahre eine Lehrerin von jiddischer Literatur. Lass mich euch lassen wissen, als es wird reden in Donnerstag, ich habe vergessen, Punkt welchen Donnerstag das ist, aber ihr könnt es finden auf unser Kalender. Es wird reden auf Englisch, dem kommenden Donnerstag, Dank, ich habe mir untergesagt, als kommenden Donnerstag wird Professor Tony Michaels, reden wegen Dr. Chaim Żytlowski. Und Ellie hat barriert
Dr. Żytlowski in ihr heutigen Referat. Und wir haben das nicht ausgeplant, wird also, aber sehr schön, was wir haben da sei Cahan die Woche und wir wollen haben Żytlowski in der komödischen Woche dank Professor Tony Michaels. Das wird sein komödischen Donnerstag auf Englisch. Gut, mir der Monenreich als dem Donnerstag wird euch vorkommen, eine Lektie, dem komödischen Montag euch, Punkt in derselben Zeit, sei auf YouTube, sei bei der Stanzie beim Kanal von dem Jiddischen Wissenschaftlichen Institut. Wir danken euch sehr für das Kommen und mit sehen, bleibt gesund, seid gesund und der Riker bleibt gesund.